Und so mir fandst du so smart, was hältst du da von Bitcoin? Und ich gucke ihn hin. Und meine Antwort war die Antwort, die viele Leute noch haben. Und einfach, war das Bitcoin? Ich habe gemerkt, du hast am Dark Web gehandelt, du kannst Drogen damit kaufen. Guckt mich hin und sagt, da warst du nicht so smart, wie ich gemerkt habe. Direkt bei der Gölle vor dem Nummer 1 Podcast zu Lützeburg. Mein Nummer ist Philipp Biberich und ich bin Heimann. Tom Bosseler und ich bin froh begrüßen zu dir von the one and only Trading Lord. Scott Kirsch. Salut. Also ein Plaisir für heute zu sehen. Wirklich groß Merci mit Boys. Ja, wie gesagt, mir gerade geschaut schon, dass ich wo Kollege von mir persönlich im Podcast ist. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich gestehen. Ich bin noch nicht so nervös. Das muss ich noch geschehen. Aber ja, wir werden nicht schon mitkriegen. Echt ein Problem. So, das ist schon alles Futti gemacht. So, sehen wir gut? Das war schon. So, okay. Ja, wie warum man dich invitiert? Weil schön ausgesagt. Ja. Es gibt wahrscheinlich verschiedene Gründe. Ausgesehen selbst von der... Nee, also so... Ja, große Bradler. Nee, also für was sind ich hei... Ja, ich weiß selber nicht. Ich weiß nicht. Nation Trader, den wir im Podcast tun. Der Nation Trader, ja. Also, so, es gibt nicht viele Leute, die effektiv auch professionell Trader sind. Ich bin kein professioneller Trader, so straight up. Ich meine, schon den Numm Trading Lord habe ich geholt, weil ich eben... Die Grüße von anderen Leuten. Unter anderem, das ist eine wichtige Geschichte, wie ich mir jung war, so, ja, unter 10 Jahre war, und ich bin mir immer angefangen, hier mal zu tun. Ja. So, ich zu meiner Mama bin und so, ja, Mama, ich bin hier mal wirklich übergehen und so, oh, du machst mal ein kleiner Lord. Und du nicht, dann bist du so gestickt. Auch für das Schlafen? Nee, du hattest so etwas wie die Barney Stinson. So nee, also du schlafst normal. Ja, und dann... also, das ist egal. Aber, ja, das hätte ich schon oft hier mal gehabt und so hat mir Mama verlassen, mein kleiner Lord. Und dann hatte ich irgendwann mein Instagram-Nummer hatte ich mich so ausgespart und dann habe ich gerade angefangen zu traden und alles und war einfach so, hi, Lars und den Trading Lord. So, mal 15, 16 oder wie was? Ja, das ist doch schon bald 10 Jahre her. Aber so... Am Anfang den ersten Trading Lord, alle Menschen auf die Wahl. Am Anfang war ich immer der Meme, man war so, wow, was will hin, lo? Hallo, also aber witzig, es gibt auch Leute random, ey, Trading Lord, ja, das ist wohl egal. Ich nenne dich auch nicht, also wenn wir es gesehen haben. Ja, Lors sind das, du kommst schon nicht mehr raus. Und den Geschwister, das sind 3 Geschwister, und die schon mal mit 12 schon Lord genannt. Nee, die cool nicht. Kleine Mama, jung, Joke, das wird schon, meine Geschwister nennen mich nie Trading Lord. Was auch immer close mit denen, geil? Immer, mega close. Die Geschwister, wird so lange auf den Podcast kommen. Ja. Das habe auch mit mir geschwärzt, das ist extrem busy. Also, kennst du so rein, ja? Dass du sie sind Real Deal, hast du Real Deal. Das geht schon. Das geht schon gut. Maja, du warst aber und du kannst ein Financial Self-Taught Mogul. Mogul, nee, mit du hast aber effektiv ganz frei angefangen, dafür zu interessieren. Wie bist du dazu gekommen? Wie könnt ihr nicht dazu irgendetwas zu wollen? Ich war intrigiert davon, dass so ein kleiner Prozentage von der Gesellschaft so extrem reich ist, und 90% von den Leuten on a monthly basis struggle für zu überleben. That's it. Ich mache 14 an, okay, mein Dad ist genau aus der Finance Industry, als Banker, die ich schon mal gesehen, was hin, du bist gemacht, und schon mal über Eco, Finance geschwätzt. Und ja, dann habe ich einfach bei mir angefangen, mich dafür zu interessieren, für was der Bill Gates 50 Milliarden, für was und Jeff Bezos der reichste Mensch halt. Also war das fair. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen, am Anfang angefangen mit den Classics, Rich Dad, Poor Dad, einfach wie es der gesagt so was machen, da die finanziell independent auch nicht wie die Majorität von der Gesellschaft. Und ja, weil ich einfach extrem frei damit angefangen habe, so schon mal heute Klick, auch als der Klick ziemlich frei geschieht, so schon mal 16, 17, und ich habe an Aktien investiert, ich habe an ETF investiert. Das, wo die normalen Leute so oh, das war auch ein bisschen risky und ganz komplex. Das ist direkt mal so, die ganzen Jargon, die ganzen Slangen, die an der Finance World rundherum gehalten gehen, das fancy Terms. Das, wenn ich Dinge so will gerieren, dann habe ich einen Antrieb, dass du das verstehst. Okay? Ich will Dinge suchen, dass ich mache etwas Gutes draus, und ich will ein Incentive, dass du siehst, oh, was den du siehst, was muss den drauf holen. Okay? Und dann mache ich mal zu, immer Dinge suchen, du kriegst dein Deal, du bist Frau, ich bin Frau, und ich will einfach immer weiterhin ein Incentive, für das du an deiner Comfortzone bleibst, und du lässt mir Dinge suchen, und that's it. Okay, warte, du hast viel Sachen gesagt, komm mal, gehen einfach Bücher kurz an. Das heißt, du hast im freien Alter schon viele Bücher gelesen. Du direkt, mein Frau, wir hatten dazwischen beim anderen Podcast geschaut, mit das ist auch interessant, was du der Meinung, dass
Et wichtig ist, viel Bücher zu lesen, eben neben der Schule, für dein Knowledge oder... Also es muss ja nicht unbedingt Bücher sein, Ja. es können auch Podcasts sein, es können auch Audiobooks, whatever. Mir ich fand extrem wichtig, dass du aufgesehen von der klassischen Education, die du durch die Schule kriegst, dass du einfach deinen Horizont erweiterst an Geseis, was sind die unkonventionellen Sachen, die im Moment in der Welt passieren, aber wie kann ich mich eben Ich meine, gleich hat man ja echt also über Firmengründung geschwart. Und ich meine, an dem Bereich ist es nicht so wichtig wie Lohfleisch, an dem Bereich, wo man Loh schwätzen. Ja. Mit zum Beispiel der Poor Dad, Rich Dad, das ist ein übergeiles Buch. Mit gehen aber auch immens viele Bücher, die ähnlich sind. Das ist für den Trick. Es geht nicht mehr um den Klick. Es geht nicht mehr darum, dass du verstehst, was ist das, was 100%, literally 100% für den reichsten Leute dieser Welt in Kommen haben, die Klick. Dass du verstehst, dass du musst Capital für das Schaffen lassen, für das du kannst die Zeit so andelen, wie du willst. Und bon, das ist auch die Klasse gemacht, so ein Schaffen mit 4 Stunden in der Woche. Das ist alles Fugazi, das ist alles Bullshit. Also natürlich. Also auch nur der 4-Hour-Week vom... Auch nicht schlecht, Front-End-Day, nicht. So just, dass an der Last, auch über Social Media und alles, dass eben immer die Einfachheit, die simpel, ich meine, das und das, Dropshipping hier und da, und da musst du nicht mehr. Das ist alles Bullshit. So, make money fast. Make money fast, geht es an ganz kleinen Perioden an eine ganz spezifischer Branche. So wie Crypto 2017, ich hatte keinen Plan, wie gesagt, ich war 17, 18 Jahre alt, schon gerade angefangen ein bisschen zu investieren, und dann sind ich eben an abstrakte Fall. Mir das ist wirklich exzeptionell, und das geschieht nicht, du kannst auch die Returns, die du gemacht hast, und auch die im Moment durch immer Crypto gemacht haben, das ist nicht normal. Und das ist auch nicht, dass der dann war das auch der klassische Fehler, wenn neue Leute rauskommen. Die mengen dann, das ist der Standard. Ich hatte Haut, Bitcoin hat um 14% in den letzten 4 Stunden gemacht. 14%, das ist der besten Hedgefonds auf der Welt, mischt die das am Jahr. Und dann alle steht ein Hut aus. Mehr hältst du den Bitcoins aber? Oder verkaufst du auch die ganze Zeit? Back in the days habe ich mehr getradet. Und das ist auch etwas, wo die Leute mich immer der Busch schwätzen, selbst gerade schon traden lernen. So, wie kann ich schnell so machen? Das ist das Komplexste, was auf dieser Welt gibt. Das ist das schwerst, emotionally so drowning, du gehst Footy. Also ich kann keinen den für einfach zu sagen, so, ich gehe Trader. Du musst, personality-wise, musst du ganz genau Eigenschaften haben. Zum Teil wirst du da lernen, aber du musst ganz klar den Typ von Person sein, die ein successful Daytrader kann gehen. Genau. Weil ich machen, ich investieren, und ich daytraden nicht. Mir ist egal, was du an den letzten 4 oder 42 Stunden oder 2 Wochen geschieht. Das ist was am Anfang dauernd paranoid. So. Das ist aufgegangen. Ich war 3 Jahre lang paranoid. Und der allercrazy ist bei der Cryptocurrency, die closen nicht. Wall Street Boys, 21 Gramm Kokain, weil war ganz eine interessante Woche. Und der Weekend um 5, ding, Bellers, so Ring and Bell, um 5 Uhr aus River, Crypto, 24/7 Weekends, dann nicht. Immer. Generell mein das Daytrading an Cryptocurrencies so einfach zu einer Schäde mal 100% investieren an Daytrading Welten. Weil so auch zum Beispiel Kollege von mir von der Uni, den heute an der Anfang von der Pandemiezeit, so am Februar, März, April, über viel halt so Aktien getradet, Daytrading. Und den hat auch wirklich viel so ein Domat gemacht. 100%. Also dann finalement ist egal, mit Daytrading ist halt mega teuer. Von der jungen Leute sitzen und ich gehe von dem da gucken und ich gehe frohen, hast du mehr so gemacht, wenn es da merkt, beim größten Crash of all times quasi, so Great Depression, haben wir drum gelöst an 2008. Aufgesehen davon war, heute 13. März war der größte Crash, der je an recent times geschieht ist. So, wenn der gute Junge durch Zufall oder nicht Zufall da angefangen hat, so effektiv an Aktien zu stehen, und hat die Aktien nicht angepackt, nicht gedaytradet, an Low verkauft, hat er sich selber outperformt. Das ist einfach so wie es ist, weil das ist extrem schwer und das ist auch etwas, was ultra interessant ist, den Dunning-Kruger-Effekt. Dem Moment, wo du etwas Neues lernst, geht den Confidence mit deiner echten Experience extrem hoch. Dein Knowledge ist limitiert, mit dem Confidence rise extrem. Aber dann, dass du meiste weißt, dass du, da kennt eben so einen klassischen Job, das heißt, dass du meiste weißt, dass du mehr realisierst, dass du nicht so viel weißt und dass du nicht so confident mit den Entscheidungen sollst. Und dann du nur, dass du meiste weißt, gehst du irgendwie confident. Und dann realisierst du, okay, das ist ein Ozean. Ich hatte nur gemerkt, Mond geht alles rup, und dann bin ich mal, mich war das, wann der da, und gerade einen Donald Trump schwätzt, weil das von der Influence die ganze finanziell macht. Aber weißt du so, also hast du wie gesagt, ich 5 Jahre, 3 Jahre lang, wo ich 24/7 schon Zeiten, wie man zu Rotterdam studiert, und du hast mir am Zyklen geschlafen. Okay. Ich alle 4 Stunden nur den Wecker gemacht, komm ja fest, was man das Jahr gerade hat, krass.
das kann ich auch kein Mord. Ihr seid ein Team von Leuten, die so passioniert sind? Also wir sind ein Team, das hat sich aber immer ein bisschen rauskristallisiert, wen long-term wirklich, ja. Okay. Also ich bin auch mein bester Kollege, den leider verstorben ist, war ich bin auch da dabei. Und meine zwei andere beste Kollegen, die evaluiere ich da DJ sind. Okay. Das ist im Moment, waren wir alle, ich muss auch sagen, wir waren so fasziniert von der Sache. Geht für ihn einfach alles stuhlen, leider stuhllos, egal ob du geritten hast oder DJ warst. Der Moment war Crypto alles. Und alle Menschen einfach so, okay, wir machen das 24/7. Dem Moment war der dann noch viel mehr unbekannt, oder? Ganz klar. Das war von einem, wie gesagt, schon Bitcoin bei paar $100 gekauft, schon Ethereum bei $7 gekauft. Den hast halt $1,400. Wie sind die Demos drauf gestoßen? Da ist eine effektiv witzige Geschichte. Und da gehen Gräser raus und die Person, die weiß, die gemeint das. Ich habe ganz früh mich selbstständig gemacht an der E-Commerce-Szene. Das heißt, schon dafür drin, nur investieren, hat schon mein bester Kollege war immer so, okay, Dropshipping. Und wie gesagt, das war so 2015, ist der Lohr, so Mensch, der Guru. Da waren wir wirklich dem Game ahead. Und da hatten wir uns dann selbstständig machen. Und du hast da auch ein bisschen gegangen, wie das Produzieren, die randoms Produzieren, die du verkaufst. Willst du eigentlich kurz erklären, was Dropshipping ist am Anfang? Weil viele Leute wissen das vielleicht nicht. Natürlich, Dropshipping ist am Anfang nichts anderes, wie du kaufst ein Produkt bei einem Supplier, oft aus China, über Alibaba zum Beispiel, und du löst den dann auf Amazon oder auf anderen Marketplaces. Was der große Changement ist zwischen einem normalen ich kaufe und verkaufen ist, dass du die Produkt nie gesagt. Du kaufst am Anfang Samplen, du guckst, dass die Produktdienste du willst anbieten auch an der Reihe ist. Du kannst noch ein Branding drauf machen. Und ab dem Moment, wo du weißt, die Produkt, den ich anbieten, hat die Qualität, die ich will, und das ist effektiv das, wo ich meine, dass ein Demand macht, du hast, sagst du die Produkte nicht mehr. Das heißt, der Supplier schickt direkt über Amazon, also über Amazon verkaufen, und der Supplier schickt direkt bei den Endkonsumer. Aber was ist von dem Problem? Weil ich schon eine Zeit damit beschäftigt, was ist von dem Problem am Produkt ist? Wie Data geredet? Riesige DSMs. Du wennst gehen immer so Rule of Thumbs, nicht elektronisches, nicht was kann nicht von Medical Health Issues, die du gehen pro Sache, für das du ein bisschen kannst aufsichern, aber du sind aber effektiv viel Probleme, die können aufkommen, wenn du ein Gaps voll danach geht. Weil du hast auch nur, musst am Anfang wenig Kontrolle drüber was. Du hast die echt Batche gesehen, mit long term, was effektiv dann nur beim Endklient auch kennt. Das ist eine Sache. Du musst dann eine Company bezahlen, die an China sitzt und die dann als Qualität okay, als the Packaging okay, als alles okay. Und du siehst schon Sachen, wo die Leute am Anfang so wir kaufen bis $5, ich verkaufe für 15. Das heißt halt easy as ever. Das sind auch viele Steps entre les deux, die Leute nicht direkt, wo die Leute nicht direkt umdenken, die einfach extrem wichtig sind, und sie für long term können noch am Dropshipping. Damals war der auch schon ganz frei Anfang. Frei und dann locken die Witzgeschichte, aber fängt aber richtig an. Das heißt, wir sind an die Klasse gegangen und waren an der Schumann, und da war eine neue Person, die ich kannte, an der Schumann, also eine kleine Liste, die ich mal, aber es sagt einfach, hey, Buddy, geht für ihn. Und war schon eine Ecos-Option, und ich hatte auch schon Dekos-Profi gekannt, sie wussten schon in dem Moment schon extrem into Finance. Und da war ein neuer Tipp, und hat ein Make America Great Again Kapun. Und war eine Professorin eben, und sie hat ihn live gefroht, also sie hat ein Herz, die allerliebste. Und sie hat den jungen live gefroht, ob er die Kap ausgehen, weil das sie nicht so feiern. Das war in die Richtung, ja. Und dann hat er angefangen, mit ihr zu diskutieren, dass erstens andere Leute auch Kapbedeckungen am Raum unhätten, dass das, was auf der Cap draufsteht, ein Statement, dass den sie nicht dürft ökonomisch gesehen in einer Ecos-Klasse attackieren, dass ein Präsident, wie es aber auf Englisch das heißt, und dann die Debatte, die den Jungen mit der Prof hat, der können es mal raufgefahren. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen smarten Tipp gesehen. Okay, das heißt, 5 Minutes in, Donald Trump Cap, gibt kein Fax, und dann seht du Sachen, wo du siehst, wow. Und du einfach auf einer factual basis, so ganz neutral. Madame Prof, du ja, Kabo gehalten an Madame, nee, dann nur, weil so Madame einfach, wie sie ein bisschen realisiert wird, dass Madame doch einkauft. Nee. So wirst einfach, okay, factually sieht ein bisschen schlecht aus, aber so einfach, mir war nicht geschrieben, das war Thema, das ist kein Problem. Das finde ich, das war einfach der Moment, wo ich realisiert habe, okay, du hast einen Gruppe, das ist interessant. Ja. So, wir hatten doch schon Company gerade gefangen, alles, hey, Big Boys, wir sind auch jung, mach schon Munzeln. So, und da sind nicht direkt beigegangen, das ist nur eine Person, wenn ich gesehen habe, den Vibe hat, die Energy hat, wo ich gerne rundherum bin, dann gehe ich da hin und ich introduce mich. Und du hast ein bisschen geschwatzt, fein, alles okay. Und du sagst dann, wie fandest du so smart, was hältst du da von Bitcoin? Und ich gucke ihn hin. Und meine Antwort war die Antwort, die viele Leute noch haben. Und einfach, war das Bitcoin? Ich habe gemeint, du hast am Dark Web gehandelt, du kannst Drogen damit kaufen. Guckt mich hin und sagt, da warst du nicht so smart, wie ich gemeint habe. Geil.
an ja merci und die Person die leben das da immer ganz gute Kollege waren hin nach immer von den Personen wo ich egal wie viele Schlägerin an dem durchspezifischen Segment zum Mol also meine Person wo ich Robwert gucken weil er einfach so extrem gut dran hast für verschiedene Szenarien zu planen so ahead of the game du bist geckisch ja, und du sind Schemgegangen weil mein Ego natürlich ein bisschen ugekratzt war aber so okay was hast da nur den Berthold und ja seitdem war ich verlebt das schöne Konzept verstanden und seitdem alles selber bei im Moment gucke ich auch nicht ja. Den Moment gucken so Hand Drohne so die ganz technisch das war am Anfang auch nicht einfach mir ja, auch du also et guf schon dem Moment gufen natürlich Spicher schmengen Bitcoin seit schon nur 12 Jahre hatte dem Moment goufet schon me et war nach viel limitiert respektiv et könnt ja so enger klingt nicht vielleicht bisschen dumm Sänger freaky niche vu Programmierer bist vu Software Developer vu Encryption das net grad den Buch schreibt da seht hey guys ich gebe gerne mal nach Zahlen Bitcoin beibringen dich du mein bisschen tough me du nach aber alle sind wie es mal Puzzle Pieces oder Puzzle sind halt zusammen kommen schon verstanden ja und die nächsten 5 Jahre und schon einfach probiert Leute zu erklären dann einfach mal zu so hey Boys vielleicht Zeit für bisschen dann ob man zu gucken was du lebst du hast eine finanzielle Revolution die stattfindet und es gibt keine Fuck wie lange wird gedauert von dem Moment wo du die Echtkeit von Herren nur bis die Decision geholt ist weil du hast ja ziemlich viel so nach investiert oder ne gar nicht wo soll ich da viel so gehört du sollst dein ganz Spurschwein eben gesprengt das kommt aus einer normalen Familie schon drei Geschwister ja mit du da allerdings so dran gestellt schon die $300 die ich hatte ich mir mal nicht Bitcoin kaufen ja das heißt 3 Bitcoin ne es waren nicht $100 es waren mehr mehr natürlich so am Anfang konnte ich schlicht für die $300 und du ich kann mich noch erinnern an schon die Transaktion noch nach an der Hunde mal für $350 50 Ethereum kaufen so die 50 Ethereum sind haut nach $1.300 ich sind $75.000 aus €350 ja, das ist krass das ist krass. Hat den Verständnis gehabt für zu wissen wie weit es geht an die Market Cycles die ich hatte geplant wieso ich verkaufen $12 ja. Okay. Das nicht dass ich dann nie mehr Ethereum kaufe und ich noch nach einen riesige Fan von Ethereum der das von den Projekten wo ich direkt so in der das wahrscheinlich statt weil die nächsten 5 Jahre wird die Welt extrem revolutionären und dominieren am Blockchain Kryptobereich mehr ja das heißt seit early 2016 habe ich mich 24/7 mit Cryptocurrencies okay, zwei Sachen erklären einke erklären eben Unterschied Bitcoin Ethereum und noch andere Coins an vielleicht einke so wie huet dat ganz ungefähr also wegst du dann ein Portfolio gemacht wis Wallet du gelöscht am Anfang war dat Gunne so strukturiert ich sie froh dass Leute lo haut schon direkt das ist auch normal wie wir waren so jung und war so abstrakt alles ist Wallet war das da ein Digital Wallet wo du die Coins kann dran machen das abstrakt me an das nur noch vielleicht kurz vielleicht drüber schwätzen einfach wie 2020 wat der Lohn Impact long term op digital currencies an digital assets am generell weil geht méi weit wie Mesuren kann man so schätzen mehr ja der Tisch du käfst dir du musstest bei enger Exchange registrieren enger Crypto Exchange haut dann he sind extrem viel Cryptocurrency Exchange die regulated sind von den Governments das doch alles wurscht geht eng Lizenz wo eng Cryptocurrency Exchange eben sich kann beim Government durchfreuen an da sind die reguliert für dass du einfach wenigstens bookst dass du alles clean hast das nicht meinst okay du bleibst kaf schloss Bitcoin die gerade mit Euro kaufen von eine halbe Stunde drop an das Sit fort die Stau dann heißt ganz mehr einfach back in the days war viel für mich sketchy geht dann noch letzteburgisch Firmen die letzteburg sitten nicht mit gehen aber ein rich companies Bitfly zum Beispiel die Hunal sitzt auch letzteburg die Hunal eine Lizenz mit letzteburg sieht für die letzteburgische Marche gibt ja keinen Sinn so weil auch nicht groß genug ist das sind so viel European Players die auch mal letzteburger maybe okay sind natürlich ich meine dass du auch je einen Incentive tun für die probieren eng Letzteburg Crypto Exchange für Letzteburg ich meine okay sind mehr du musst da einen Account machen du gehst dann du verified du musst den Dokumente das wie du gibst Bank Account machen du hast Logo nicht wie shady nee du investierst den so an einen Digital Asset sie musst gucken dass du alles clean hast sie müssen ihre KYC machen ihre Know Your Customer an AML an die Money Laundering das heißt, sie muss wissen wenn du was und da kannst du den Euro depositen mal den Firma normal und da kannst du den Euro gegen ein Digital Asset tauschen okay das ist ganz genau einfach auch gehandhabt hängt davon Plattformen die effektiv Medien für Aufhänger sind Coinbase zum Beispiel das eben einfach
bei Bitcoin now drehst du Knäppchen, wie viel Euro will ich für Bitcoin kriegst du, that's it, geht mehr wie du für Coinbase von innen so aber das ist die Gräse amerikanisch. Ich benutze Kraken, den Interface als ein bisschen mehr komplex, das muss ich so in. Mit Kraken an Europa, das geht extrem gut. Ich meine, Deposit an Withdrawal, Kraken, das ist gut. Auch noch Fees sind, weil das ist für die Klassiker, wenn du weißt, dass die Audience ziemlich restricted Material Knowledge ist, respektive sind ein bisschen Noobs, weil dann hol ich mal ein rich Fees als E-Mail-Community am Backend geschildert. Die bei Coinbase sind Fees an auch Bitpanda ein bisschen mehr heftig, wie bei einer Exchange, die echt getargetet, dass für Leute, die wissen, was zu machen, das heißt, du kriegst da Bitcoin und da musst du eben buy now, XBT gained Euro, das ist ein bisschen mehr, musst du 3 Knöpfe drücken für das kaufen. Das ist einfach kein Rocket Science. Was sind dann alt Fees, die da kommen, so wenn du so ein Roblöds? Just ein Keier den Deposit selber, den kriegst du Mengen wirklich zu 100%. Ja. Und dann, wenn du den Trade misst, weil du exekutierst du dann effektiv einen Trade, du tauschst Euro gegen Bitcoin, dann holst du sich ein 0,02% Fee. Okay. So, wenn du das vergleichst mit Aktien, hast du das Bijou. Und dann ist auch von Leuten so, man schreibt, ja, ich schon aber nicht 200 Euro, ich mache nur lieber Aktien. So ein Broski, du kriegst 3% Fees vom Broker, da musst du, dein Stock muss 3% machen, für das so Break-Even ist. Ja. Wenn es 100 Euro ist, dann kommt Aktien, mega no front mehr Aktien, das ist schon noch, da kann man noch drüber schätzen, schon eine Aktie, die ich besitze, weil ich den CEO einfach Space ja, also es geht über Space Travel am Anfang. Ja. Ultra interessant an die Schweizer CEO und ultra smart Gas. Das sieht für den Rest durch SpaceX. Nee. Obwohl Elon Musk feiern mega. Okay. Ja, das heißt, du kannst dann der nächste Step an die digitale Welt, dass das eben du bei seiner Exchange einen Account misst, die Positionen und dann holst du, da sind eine Variety von, also da sind Hunderten von Krypto, von verschiedenen Digital Assets, die du kannst kaufen. Und dann geht es natürlich Ströms, so was kaufen ich, auf für was kaufen ich, auf wenig kaufen ich. Genau. Da sind sich die 3 groß Frohen, das ist the piece of the puzzle, müsste suchen oder müsste kein suchen. Yeah. That's it. Ich meine, wenn du gut nicht kaufst, da weißt du, dass das Ding suchen 2% Purchasing Power Jahr verlieren und that's it. Wenn du willst, mal an Financial Markets mitspielen, dann musst du gucken, dass du auch ein bisschen Effort an den Understanding vom Asset selber kriegst. Ja. Und das ist halt gut nicht gerne, und Leute machen so, ich will kaufen. Du hast keinen Plan, weil du gerade kaufst. Du kannst alles verlieren. Du weißt, im Moment, wo du den Suchen an Financial Markets injects, kämpfst du gegen, also das ist Zero-Sum-Game. Ich gewinne, nicht verliert. Genau. Ich warst du confident enough, dass du gegen mich gewinnst, am meinem Game. Let's go. Ja, ich verstehe. Das klingt krass. Mit ja. Ich sehe die kleinste Fisch am Pond. Du siehst Boys, die sind so gut, das kann ich nicht vorstellen. Und die holen dir den Suchen auf. Ich muss verlieren. Ja. Das heißt, ich verstehe, was Leute so noch das risky. Natürlich ist das risky. Aber der größte Unterschied zwischen, ob du in the money bist oder nicht, ist die emotional intelligence. Und das ist, wo ich extrem drauf pochen, auch bei meinen Klienten, verstehe, für was du dich so fühlst, gerade von den Suchen bis investiert sind, weil das in einer Welt, die Leute sind immer, ja, und ich hätte das gemacht mit den Suchen, und dann hätte ich Bitcoin bis auf 20.000, genau du verkauft, und dann hätte ich, klar nicht. Wenn du kein Skin in the Game hast, dann hast du keine Ahnung, was du geschieht. An dem Moment, wo du Skin in the Game hast, da stehst du am Handy alle 4 Stunden zu gucken, dann machst du so, okay, das ist abgegangen, ich will mehr kaufen. Und das ist komplett ein Anvers von dem Moment, wo du abgeht. Guck, ob es irrationally viel abgeht, hältst du Profits, hältst du kein Profits. Das heißt, and Step 1, charge your account. Step 2, understand, was aus Bitcoin für wer jetzt nicht kaufen. Step 3 ist, leer ein bisschen oftmals gegen den Trend zu gehen, wenn der Trend zu exzessiv geht. Ja. Gerade selbst zum Beispiel, ich war zu Barcelona und auf der Uni und du war Bitcoin bei $3.000. Ich komme in die Klasse und ich hatte since day one, seit Jahren ging ich wenig Fax, alle Präsentationen, Bitcoin. Ich wollte also versteht, kein Fax. Und dann hatte ich ihn gehalten und dann 2 Monate drüber oder so aus Bitcoin auf $3.000 gefallen. So, die sind schon in die Klasse gekommen, die kann ich nicht vorstellen, wie sie mich ausgelacht haben und so, das hat gesagt, Bitcoin geht auf 0. Ich bin hingegangen, all Credit Card maxed out, ich kaufe so viel ich kann. Yeah. Von Leuten, die wenig über das Sujet wissen, extrem confident sind, dass da und das geschieht, dann einmal nicht mehr. Und das ist auch von den Gründen, wo ich immer ein bisschen skeptisch war, mit Real Estate in Lützeburg. Alle Menschen sind so confident, das kann nicht drauf gehen, das kann nicht passieren. Das ist okay, Real Estate in Lützeburg. Ich verstehe das Reasoning für was. Ich meine, am Brexit, an Demand, das einfach exceed Demand zu allen Momenten. Ja. Paul, Demand exceed Offer. Aber so ich auf einmal, wenn du meinst, dass du in anderen Edges an einem Marché, dann hol den so in du hin, wo du meinst, dass du eben am besten noch kannst spielen. Also von Leuten froh, wie viel Kiste da lohnt nicht oder diversifizierst den so nicht.
ich sind gut an dem werde ich machen und ich weiß genau was du passiert und ich kann gut abschätzen wie nicht overwelt wie das aber nicht underwelt wie das haut letzte wo er Real Estate macht zum Beispiel nicht wesen von mit genau Wesen an gibt in dem möchte wie man keine Ahnung hat Wesen hatte ich ja sind nach immer extrem Krypto fokussiert die riesen Opportunity also da das Leute mengen du gemacht geht alles so schnell ich kann 500 € kann schon nach eine Million drehen Day als River außer du warst extrem fleißig das noch immer ganz klar möglich mir einfach nicht mit der Nonchalance mit dem limitierte Knowledge wie ich zum Beispiel schon auf Ethereum bei $7 kaufen geht um 1400 das war ja Luck mit kommen aber ja immer neuer nach bei 99,9% von denen gehen auf null ja das heißt der ganze Kryptomarché lograt als Schulen Buzzword Blockchain Bitcoin es sind nämlich schnelle Bitcoin es sind nämlich bessere Bitcoin es sind nämlich flotte Bitcoin schon flotte CEO ihr schon so ja es sind 3 mich schnell an ich sind halb so viel Ginetter who cares Bitcoin als das einzig was really matters for now also könnt Ethereum dabei da das ein bisschen komplex aber extrem interessant mit Bitcoin war auch die Age oder ja, Bitcoin ist die echt. Ganz kurz Parenthese machen eben kurz erklären was steht Bitcoin Ethereum also gehen eben noch ganz viele andere mehr klar. Also es sind leider Blockchains das heißt es sind decentralized Protokolle die Protokolle gehören hängen die Protokolle gehören es gibt kein CEO bei Bitcoin es gibt kein CFO und es gibt auch kein Headquarter Bitcoin existiert so wie den Internet also ganz genau das ist Protokoll das ist wie den HTTPS beim Internet weil das existiert und das usable vorgeht verrengen das heißt wenn du willst halt Bitcoin benutzen dann darfst du es fragt dich kein wie aus dein weiß man dein Passport weiß man wo du hier kannst wie verlinkst du nee Bitcoin existiert war das irgendwie kompliziert von beim Gold kannst du App Store nach 4 stellen du hast du Gold so Bitcoin das einfach selbst erfunden ist im Internet also du hast ein digitale Pièce den du auch kannst verifizieren an den E-Mail andere kann von dir holen was wenn du gibst so auch schon mal gerade Fortnite Skin kauf das genau dasselbe du gehst so real world value aus für etwas Digitales bei Bitcoin also denn das ist auch die groundbreaking Technology an den drin dass kein mehr den Bitcoin-Protokoll kann changieren that's it du kannst jahrelang probiert los sind ganz ehrlich lang past the point Bitcoin gödet Bitcoin als ein Monster was kreiert gehen als für Value komplett demokratisch an Existenz zu bringen es klingt vielleicht ein bisschen alles crazy aber Bitcoin als pure Demokratie wenn du 51% von den Leuten die Bitcoin haben Consensus haben dass sie absolut changieren kannst du das Bitcoin-Protokoll changieren was kennen du changieren alles was du willst wenn du es machst und da so eine Referenz die schon eine Menge klein so was so mir wert aus das war das wenn du es machst genug was für 51% von den Bitcoin-Holders mit Dinger Idee zu überzeugen da machen wir das mir wart willst du changieren so du mir was du Bitcoin-Protokoll willst du das 42 Millionen gehen auf Platz 21 Millionen kann ich das machen du kannst alles machen wenn 51% Consensus du hast also die Volumen so gut ist du kannst alles ändern ob wie viel Bitcoins bei all 10 Minuten gibt Bitcoins gemeint die Halvings die sind all 4 Jahre all 4 Jahre per Defaut geht Bitcoin mir selten so erklären klar Mining und so das okay das ein Computer den er anders möchte wie mathematische Lesungen probiert zu errechnen und zu knacken so die Computer auf der ganzen Welt wie gesagt es gibt nicht mehr limitiert Bitcoins am ganzen Protokoll die alle 10 Minuten rauskommen das sind da 12,5 während der Lolo das Jahr sind es auf 6,25 gehen so ganz Welt all die Computer die Bitcoin minen competen wen knackt die eng mathematisch Lesung die dann der Reward kriegt an denen 10 Minuten all 10 Minuten kriegt de ganze Reward so da das wieder komisch weil dann tauschen 99% von der 99,9% von alle Leute die meinen so Electricity so Mining Hardware so viel Expenses okay an dem verdenkt 10 Wert 10 Bitcoin noch wert das ist Leute gemacht nee das mir einer von die ganze Insider Jokes das kannst du nämlich seriös holen mir das ist Leute gemacht so einen Pools kreiert das heißt wo den Mining Hash Power von all den Leuten zur Summe kennt weil Chance dass du viel mehr groß dass mir als Pool gewonnen an dann wenigstens gibt Electricity Expenses als Mining Hardware Kosten ran das heißt da das auch über so den Battle so mega Battle und da das auch ein Faktor für die mir normal Leute nicht verstehen dass du meinst du wirklich dass Leute Milliarden an US-Dollar an Mining Hardware investieren was eine Menge Bitcoin geht auf null
Schnitt lo grad an du se am Iran d'Amerikaner rüste grad op wie die Möllt Russen abuséiert sie compete grad fir Digital Gold a wenn meeschten Hashpower an die Puls bringt als Chance mé respektiv du christ mé Stick vom Kuch du kannst ja auch als Privatperson du kein so an Island geguckt für kaufen keine Mund zu meinen am generellen zum alles Strom gonet et gi natürlich so Startups werden doch sinn mischt für einfach der ganz für einer Leute Deal zu holen so schon mal ich verkaufen dir an Island mal Bildschirm Strom kriegst du ein paar schwingen du es besser Bitcoin Stick zu kaufen an zu halen wie am Platz Staat sind Regierung also dat sind wirklich Regierung los immer Punkt back in the days gesot mein Papa als Banker ich so Gott dauert nur noch genau 6 Main an der Stadt einfach Banking Sector wird Bitcoin einfach so zerdricken an wann du aber verstanden nur ist dass die Decentralization net stopper ass nicht vom Trump an von diesen Länge da was der schlägste 2 Monate das ist oh mein Gott du hast effektiv ein Monster kreiert gehen nicht mich stopper aus von da zu da meine Maillight von da zu da rüsten May Governments op mat Bitcoin Mining weil sie verstanden nun entweder mir reagiere oder mir verliere komplett an Bitcoin an Ethereum sind einfach so die einzig krass Big Players also Bitcoin ist Nummer 1 und Ethereum ist Nummer 2 genau. Sind aber komplett fundamental komplett verschiedene Sachen Bitcoin ist a universal layer of value Bitcoin ist the most efficient way wie mir je Valeur von A op B konnte bringen okay. So für wer so nicht seit Jahren Bitcoin wird so großen Deal vom Gold Market Cap den zwischen 7 an 9 Trillionen das ist 9.000 oder 7 bis 9.000 Milliarden US-Dollar wäre das für wer Bitcoin den quite likely wird die nächsten 5 Jahre 10 Jahre schlecken weil Bitcoin einfach so viel mehr Sinn wie Gold Transport müsste man gewürzte Gold an Stück Rucksack von geht have fun an hat mich immer schon intrigued weil wie ich bin angefangen investieren war so okay ich gebe auch gerne Gold bis an mein Portfolio machen an so immer pass op weil es gibt mehr Goldzertifikater wie physisch Gold so ist Gold an du hanst du flippen ein bisschen aus ich mir sind so kurz für drin für den Mars zu gehen an der beste Store Value den mir hun als ein shiny Rock den quasi kein Industrial Use Case wird den so easy ja gerne Gold Hour who cares Und das ultra easy zu faken das schon 100 Mal 4 kommt das solo die Bausenschicht war Gold der Rest war whatever die mehr Zertifikate auf Wall Street wie actual physical Gold ein Asset was am Fond wirklich genuine soll sehen wo sie fast scammt weil das ist ja im Prinzip so interessant und so Sachen dass es halt limitär das auf verifiably scars geht so das zum Beispiel ja immer nicht produziert also du kannst ja immer mehr drecken das sowieso du bald so dass du den Fond von der ganzen Diskussion für was nicht Bitcoin gestoßen für so viel Sinn ergehen mir das auch etwas wo für du vielleicht so geschwert ist mal 2020 genau bei Fiat Currencies sind inflationär muss ich kein zählen das wissen die mich leid das Problem ist einfach zu dem Extent wo mir lo Werte kommen du kannst es nämlich rückgängig machen wenn du so gedrückt hast an Society an die Economy gedrückt hast da kannst du sie nicht rausholen das mir quantitative easing wir holen lo einfach stimulieren die Zirkulation kommen an der Sit ob sie haut Wese benutzt gehen da das nach einer Sache weil deshalb das nennt sich the velocity of money wann nicht 1 Million lo an eine Ökonomie pumpen wie viel Valeur kreiert die 1 Million die ich drauf machen an diesen Zeiten lo grad mir gi viel Mann so aus wie am generellen Consumerism mega doom so das Jahr die $1 Trillion Stimulussen die lo gepumpelt gesinn haut so März an der auch effektive Effekt 10% von all die US-Dollar die je gekriegt goufen sind 2020 Zirkulation kommen du so März wird schon nächstes Jahr alles doom gehen also nicht passieren van Virus aber ganz schon ein bisschen kalmiert aber an die Velocity von denen 2-3 Trilliarden fängt to pick up wie das Glas geht und leider um spenden hat Inflation wird unreal gehen ja, das am Anfang war interessant also Bitcoin das limitiert das den besten Hedge gegen Inflation den Mensch die gesehen hat so wat 2020 low
en faveur für Bitcoin gemacht und schon erstens digital all Mensch als alles digital schwingen wann ich 50 € Schein kreen sind schon so okay Mächtel und schon ein digital links schwingen die ganz Payment Networks die ganz Payment sie wird centralized oder decentralized digital und die ganz Geschichten das ja einfach gang und gebe Leute sitzen du hin Leute sind am generell komfortabel um für digital alles zu machen so digital currencies Stamp so zweitens Stimulus. Okay, das heißt, die amount of money, die lo auf dieser Welt, sie wird lo in Amerika, sie wird in Europa, und generell, die lo als Zirkulation kennt, als unreal. Auf Wert, die Purchasing Power von den Fiat Currencies extrem drücken. Das heißt, normale Leute, die Spuren an 1% kriegen, werden easy 2-3% all Jahr verlieren. Das heißt, all Jahr, wo du den so spürst, geht Cola 2-3% mehr teuer. Das heißt, du kannst da 2-3% Mann in Cola kaufen nächstes Jahr wie das Jahr. Minimum. Das ist wirklich nach optimistisch ausgedrückt. Du kannst sehen, dass wir 4-5% gehen. Was geschieht lo, wann, also ja, nee, was wird geschehen? Punkt. Assets, Stocks, Crypto, Real Estate, wird alles ultra nach weiter an Blut gehen. Für was? Smart Leute wissen, dass du den so besser investierst. Zum Mal so, wo Fiat Currency so inflationär zu gehen. Hast du lieber ein Haus und du weißt ganz genau, die Leute tun erstens am Stimulus suchen, zweitens Preise gehen an Blut, drittens, ich weiß, wann ich mich so verhalten, diese nicht an Blut, dass ein Eisstück, was an der Hand ist, was an der Hand schmilzt. Das ist ein Quote, den von der Michael Saylor, den CEO von MicroStrategy, gesagt hat, dass eine Company in Amerika, die $1,3 Milliarden hier ganz Reserve Balance Sheet an Bitcoin gestartet für rund 6 Monate. Smartste Move, weil MicroStrategy, who the fuck is MicroStrategy? Sie sind zwar am Nasdaq gelistet, aber es einfach keine Feds gehen. So, du könntest Michael Saylor ein bisschen ein Gag, und dann hat DB mal Bitcoin so verstanden, sie hat den ganz Board of Directors, den ganz Company überzeugt, wo ist mir $1,3 Milliarden, die wir nicht brauchen. Nee, wieso war es? Sie hatte $500 Millionen Cash, also nach ein Loan geholt für 500 Millionen. Die ist die Gas richtig ballsy gehen. Und die haben 1 Milliarde geballert, easy schon. Wenn nie war das? Für 6 Monate. Okay. Den hat the move of the century gemacht. Ja, gut. Immer gut. Wer ist du, wenn es meist so rumgegangen? Zum Deal. Also, again, who the fuck is MicroStrategy? Das du im Prinzip, es geht ja immer darum, die Denkstelle so, okay, was hier seht mich Sinn? Schon auch an 1 Milliarde Leuten, möchte dann vielleicht sind, wenn es 1%. Square, den Jack Dorsey, der CEO von Twitter, holt auch 1% von ihrem Net Worth an, also nicht von seinem Net Worth hin, als manchmal Ball all-in Bitcoin, mehr von Square, 1% dran. Die sind dann immer 50 Millionen hier und da, 100 Millionen da, 200 Millionen da. Und das akkumuliert sich. Aber wie gesagt, Bitcoin sind so selten. Und die CEO dann, wenn du Bitcoin kaufst und du hältst die von der Exchange fort, du musst den auf ein Cold Wallet, das ist die sicherste allerweise, wie du ein Digital Asset kannst storen. Natürlich das als wie ein USB-Stick, wo du dann kannst dein Bitcoin drauf schicken. Das ist von der enger Plattform Ruf ganz genau, weil du musst immer bedenken, in dem Moment, wo du den suchen, ob Kraken hast, wird Kraken auch immer dein Bitcoin. Das ist auch so komisch am Anfang, dass einfach die Bitcoin ob so ein USB-Stick kannst machen. Also du musst ja nicht dranstehen, du hast connectiert im Laptop, du schickst ihn und dann hältst du den USB-Ding raus und dann hast du den Code, den hast du nicht mal im Internet auf Kontakt. Da hast du dann so ein Swiss Bank Account an Dingen. Darfst du das nicht verlieren. Das ist auch kein Problem. Du kannst easy alles recoveren. Ja? Und da ist immer was Leute, ist so, und es sind die smartsten Leute auf dieser Welt, die an dem Sektor sind. Es ist für alle Probleme, für alle Ideen, wo mir so, mir das gibt Sinn, man, es gibt sie. Ob du schon Mainstream hast oder in der Final Form, das ist eine Sache. Wenn du dein Ledger hast, das ist das Spiel eigentlich, da steht du Ledger, das ist Cold Wallet, mit Ledger ist die populärste Company, du schickst den Bitcoins drauf, du kriegst ein Kehr 24 wieder gesucht. Der Moment, wo dein Haus aufbrennt, im Moment, wo mit einer Waffe bei dir steht, ich gib mal alles, gibst du ihm alles, natürlich. Erstens, dass du Leiter Code schon viel ran, an dem Moment, wo du ein neues Ledger kaufst, an den 24 wieder, die ist der einzige Kurs agis, sind aus dem seine Idle an den Bitcoin. Du musst auf 24 wieder fahren. Yes, sir. Okay, das ist geliefert, das ist unreal, wie smart das. Hallo, 2020, zum Mathe suchen, mit dem ganzen Interest, die könnt, die Innovation, die über die letzten 4 Jahre, nur 2017, weil 2017 war es war ein Hype. Ja. Es war ein Hype-Cycle, den based on Hype war und nicht auf die Fundamentals. Ja. Und das ist ganz interessant für zu gucken, so Dotcom-Bubble 2000. Dotcom-Bubble 2000, da sind alle Stock, die noch nicht in irgendeiner Form am Internet involviert war. Hat Traktoren verkauft, with Internet, in Apps. Das sind so Geschichten, wo Companies, die man tut, dann bloß nicht vom Internet sind, an der ganzen Euphorie aber ultra gepumpt sind. Selbe das Lot 2017 mal Krypto geschieht. Alle Menschen, die in irgendeiner Form eine Blockchain an seinen LinkedIn-Account geschrieben hat, oh, ganz interessant.
So, das heißt, ersten Cycle 2000, du gewinnt schon Amazon und so weiter, und du kannst auch gesehen, die sind nur von $2 sind die auf 70 gegangen. Und dann haben die 5, 7, 8 Jahre lang geblutet. Und da sind Fundamentals richtig gekommen. Okay, ja. Dann hat Amazon recht, als von einem Hype-Stock. Da geht so gefehlt, also wen das wirklich gut 100%. Und du willst so nicht, dass 99% gehen auf Null. Ja. Sie pretenden, dass sie einen Use Case hätten, aber das aber oft als spezifische Sektoren, dass du Winner takes it all. Aber das heißt, kann aber zu dat man Mining, also dat zu Tasche stand run, das verstehe ich schon nicht, können auch andere Currencies, die auch so gemeint. Es gibt verschiedene Algorithms, weißt du den Currency willst, weil ich die programmiert sie. Okay. So ich die programmierte Code, also hey guys, Titan hast meine Idee, geht frei, kann sie use wie sie will. Kann den sich dann auch einfach so viel davon holen? Kann ich auch nur ein kreieren? Du kannst auch an einer halben Stunde kann ich dir den Coin machen, ja. Oh, komm an, da musst du Gölle Coin. Froh schüßt war das Incentive für irgendwie für die Coin zu besitzen. First Luxemburgisch based Coin. Ja, will dir dann 50% vom Revenu, den dir macht, und Coinholders ausschütten, und so war das viel Tisch. So, just an das, wo man den Unterschied macht zwischen Ethereum und Bitcoin. Bitcoin ist ultra interessant, weil das ist der Gamechanger. Ich mache schwarzen los seit 5 Jahren drüber. Ich bin nicht noch excited. Das ist legendär. Aber es hält mich nicht mehr, doesn't keep me up at night. Das ist fein. Ich habe einfach lange darauf gewartet, dass alle Leute das verstehen. Und nun ist das ganze Ethereum-Ökosystem, wo es richtig spannend geht. Okay, so ganz kurz, was ist denn der Unterschied zwischen den zwei? Bitcoin ist ein Universal Layer of Value. Mit Bitcoin kannst du Valeur a Form von Bitcoin, an Bitcoin mit 8 Stellen vom Komma, das das Leute nicht oft wissen, muss ich nur ganze Bitcoin kaufen, ich kann mal listen. Ich mein Prediction hauen, also einfach straight up, normal Leute werden nie, ich kann Bitcoin listen, never ever again, gell. Ich sogar auf Wikipedia gelesen, wie der Tisch in Sakamoto oder nee, Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, das ist egal, doch egal, die Madame, die Person, die Gruppe, die ist den Elon Musk. Mega. KW ist Kasin, den Elon Musk sind das suspekt. Das sind auch froh darüber, dass KW ist den Bitcoin. Ja, das möchte noch mehr. Ich möchte einfach, wen da will, als erstens mal 20 Jahre ahead of the game, aber plus das witzig, weil den Tag von Lehman Brothers zuletzt dacht, wo die kollabiert sind. Ich meine, dieselbe Woche, als der Satoshi White Paper, also der Bitcoin White Paper gepostet geht. Das ist im Endeffekt so fein, was du wirklich tief in Finance hast, das ist einfach so. Das heißt, den Ende von einer Ära, also in derselben Woche, am Anfang von der nächsten angefangen, ich kriege schon Goosebumps. Aber ja, das heißt, weiss keiner, wie der Bitcoin-Protokoll designt wird. Und dann, und das ist eben ein Account gewesen, den Satoshi Nakamoto gehischt hat. Wen den Account ist, Wees kennen, es sind hunderte von 1000 Leute, die probieren rauszufinden. Ja. Und eine Adresse, die ist gesigned mit Satoshi Nakamoto und die hat auch keine Coins gemoved seit dem Tag. Okay. Das heißt, es sind noch hunderte von Leuten, die so öffnen Satoshi Nakamoto. Ich meine, so brillant wie ich bin, muss ich hier sein. Solange du die Coins nicht movest, passt du keinen. Okay, ja. Okay, weil nämlich Satoshi Nakamoto hat effektiv sich da so viel gehalten. Nicht so viel hinholt, ein Rutsch, aber das will nicht, dass du siehst, oh mein Gott, nee, nicht so viel, dann wird es nur dumpen. Ich hoffe einfach, und ich menge ganz, dass es nie wieder rauskommen. Und das ist incroyable, weil er wird so hunderte von Nobelpreisen von allem, die alle Preise von allem. Man hört Finance, mit Value redefined. Gäbe gesehen, wann hier das moved. Aha, natürlich. Das sind 100.000. Dem Moment, wo das geschieht, you better believe, alles fort. Also dem Moment, wo Satoshi Nakamoto Adresse Coins moved, sind nicht innerhalb von an Gleif mein Handy, ich gucke in Salon nicht mehr, weil es 15 Sekunden drauf und ich kein Bitcoin mehr. Okay. Ich denke einfach nicht drin, anders schmecke ich noch nicht, dass es geschieht. Okay. Vor du sos hei am Gruppato Merci Gruppato dat man opwellen du sos hei ken den mat Bitcoin bezuelen. Dat ass Lummer wat de Patron immer fir dr geschriwe. Meier lost froh kacht dann eng also e Wasser zum Beispiel hei immer nämlichlecht viel Bitcoin. Egal wéi socht dein Main bisse blo mit dat Realität. Ne. Fiat Currencies fluktuieren, net Bitcoin. Ah. Ja. Ich habe keine Ahnung, weißt du musst, wie viel Satoshis du musst ausgeben für dein Wasser. Weil ich nicht weiß, ob ich den an Central Bank gerade im Statement gemacht habe, wir drücken 2 Trillionen mehr. Ich weiß auch ganz genau, dass Bitcoin nur nach Bitcoin ist. Wenn ich Bitcoin nur, nicht nur Bitcoin, that's it. Ob du dein nach nicht tust. Das ist der Wert vom Wasser, ist am Anfang variabel. Weil Fiat Currency variabel ist, nicht weil Bitcoin variabel ist.
Bitcoin ist so volatil. Ja, guck, dass den Kühlst ja den Griff kriegst. Du weißt, das ist ein Deep Hole, wenn es mich rak ist. Und dem will mich auf alles Sinn. Und das ist der große Klick. Das heißt, wir sind aber noch nicht. Also, wir sehen alles. Wir sehen ganz genau, wie lang. Also, wir sehen über das Protokoll, wir sehen alles. Das ist ja alles transparent. Du weißt ganz genau, wie lang, wie viel Bitcoin das Zirkulation ist. Mit par rapport zu normalen, traditionellen Währungen, nicht so war das nicht wert. Bitcoin kann an 24 Main $250.000 Stück sein. Ohne unter Wimper zu. Wie viel hast du mal? Also, Kinder 21 Millionen. 21 Millionen Stück. Ich gebe so, am Moment sind da 18 Millionen als Zirkulation schon gemeint. Die nächsten werden alle 4 Jahre dann 2 gedeelt. Mehr als 10 Minuten kommen da Jahre auf den Marché. Ja, was ist denn der Wert? Ich meine, an der Salon, vielleicht zum Schluss für 3 Wochen oder so gelesen, die echten amerikanischen Banken fangen an, Bitcoin als Kollateral gegen den Lohn zu holen. Zum Beispiel auch der Patron von dem flotten Restaurant ist auch ein großer Bitcoin-Fan und schon seit Jahren machen wir das auch zusammen. Und hier sieht einfach, es gibt kein Top mehr. Der Moment, wo du Fiat Currency brauchst, für etwas zu machen, depositst du 0,0005 Bitcoin bei einer Bank und dann kriegst du dein Cash Equivalent als Lohn. Meinst du, dass in irgendwann noch ein so auf Amazon einfach kann er Bitcoin bezahlen? They better start. They haben einen riesen Incentive für so viel wie möglich zu kriegen. Ich werde nie mehr Bitcoin ausgehen für Consumer Purchases. Das ist für mega dumm. Das ist auch nicht ein, ich kann einfach meinen Kaffee nicht mit Bitcoin bezahlen. Ja, man, du da, das ist froh, dass der Barista das macht, dass an Ding Bitcoins dir vorteilt. Mir das ist nicht der Büt, das ist ein Universal Store of Value. Die Fond geht es darum, so viel wie möglich Bitcoins zu holen. Nee, Tom, das unterstützt ich für den 4 Jahren. Und dann einfach... zu werden, dass es nach $100.000 Stück geht. Ja, so in die Richtung eigentlich geht es. Das Lo muss in der Fond konkret, weil im Moment ist so gerade nicht so... Das ist ultra rumgegangen. Das ist Lo, und dann ist so etwas, wo ich lo sind, merkt, weißt du, was so nicht lo leid. Ich so literally 4 Jahre ultra intens. Guck dich bitte an. Meinst du, es geht noch mal weiter rum? Es geht auf $100.000, ja. Wir haben währenddem, da wären 35. Und da kommen ja all die anderen Steps, die Emotions. So, du gehst bei 35, du möchtest so viel Sinn, das ist so fein. So, du gehst auf 22, oh Scheiß, das ist Scam, das war es raus. So, und dann stimmt dann durch, bei 35 verkaufe Schulden, denke für 22 und wir gehen auf 100. Und da ist auch das, was ich eben noch mehr geklärt und teachen, es sind lauter Toolboxes, also so kleine Tools an einer Toolbox, Emotions, Fundamentals und Technical, weil die Charts, da ist auch etwas, wo Leute so, was der Teufel, so ein Chart, und das ist auch nicht einfach, mit das möchte auch extrem Sinn. Und das ist auch etwas, wo es Sinn möchte, zu lehren, und dann eben einfach Emotions, mit Fundamentals, mit Technicals, equals Money. Willst du ein bisschen über Smart-Portfolio schwätzen? Ja, also am generellen, ich plugge nur nie groß, ich mache am Schluss noch kein Ads oder so laufen, ich bin einfach nur zum Monat in der Quarantäne, ich mache durch so, die Jahren, wo du all die Tausende von Fehlern gemacht hast, mir gebe dann nicht einfach Sinn machen, die Leute das, ob ein, weil wie gesagt, ich bin weit fort von intellectually extrem hey, ich bin ein normalen Typ, der einfach... Nee, ich konsidere mich wirklich nicht als gescheit, ich bin an der Schule, ich bin in der Mathe, ich bin durchgefallen, Premier, ganz schlimm. Street Smart, ja, zum Teil, mir egal, das ist mal durch für was, dann nicht, ob ein wirklich simple Advice, so wie mir Leute gespart sind. Ich gehe davon aus, dass aber die meisten Leute wissen, weil die wenigstens doch so gut tun, weil sie einfach verstehen, okay, das ist das, die Facts, dem du kann ich auch vertrauen. Und das ist auch wichtig, weil so, no, also du ein MLM-Scam, mein Gott, mein Herr, erstens, ja, diese TikTok, das ist schon einfach nur gemacht, du sollst mal tun, das wäre gut. Wäre es nicht gut gewesen, wenn 100.000 Leute für einem Jahr denn, wäre es nicht nur gut effektiv Olympic zu. Und doch, es wäre extrem gut gewesen. Ich wollte noch sagen, das ist so meine Meinung, also das Lohn nicht gut, mehr so, der Lohn ist irgendwann ein bisschen auflach. Ja, ganz gut. Ja, ganz gut. Ja. Okay, da muss man, schreibst du es. Ich durfte ein Smart-Portfolio gemacht, für das ich so viele Leute so effektiv wie möglich kann relevante Informationen zum richtigen Moment geben. That's it. Ich so die Leute nicht die Millionär, ich so keinem, dass du garantiert zu musst. Ich weiß nicht, was ich meine, ist ganz transparent. Ich erkläre dir, für was ich mache. Ich will, dass du das nicht verstehst. Ich habe schon Module geschrieben, ich sehe, die war Mastering Bitcoin, Mastering Emotional Intelligence. Ich habe die Sachen einfach 100.000 Mal mit mir selber gesehen. Das ist, ich sehe Lob, den Punkt für so ein, ich gebe besseren Avis, wie ich selber noch bei mir exekutieren. Das ist so etwas. Ich gebe mir Erklärung mega gut. Ganz klar. Ich bin besser dran, aber Heinz, du sind ich extrem unbiased, weil das ist mir egal. Ich realisiere mal, wir haben 300% an 2 Wochen gemacht. Holo Profits. Dann, hey, ja, mich Sinn, natürlich mich Sinn. Ich will noch Profits, aber da sind schon so, was wann? Zack, bumm, geht rauf. So, das heißt, ich sehe noch mehr wie okay, wenn Klienten oder Leute, die nicht so knowledgeable sind, mich outperformen. Ab dem Loch back in the days war alles Ego. Back in the days, oh mein Gott, ein Auto, Dauern, Vakanz, alles so ein Druck gemacht wie ein Dummen. Und muss ich einfach so, ich schon 2017 für mein Alter extrem viel Suche gemacht. Wie viel ungefähr willst du?
eine kleine Idee gehen. Wie viele Stellen? Viel zu viel für das Line verloren heute. Okay. Unreal. Dann noch 95% verloren. Alles verloren. Schon ein Gaff gemacht. Es sind zwei Sachen in meinem Leben, die ich extrem bereuen. Und das Asians zu Cape Town, wo ich schon bei College verloren, wenn ich Blödsinn. Und das andere, dass ich Bitcoin an E-Projekt gestartet habe, und dann hast du literally auf 0 gegangen. Okay. Bitcoin. Ja, das sind Hauptwert. Das war mega schon. Und für emotionally, da sind wir auf 3 zu kriegen, nur dem der beste Kollege mit da nicht beigegangen ist, das durch. Die ist da, wenn es so nicht so. You can lean on me, weißt du, wenn ich ein Klient habe, das sind wirklich so. Wir sind Bros, du warst you one of us, ist der. I got you. Wir probieren da wirklich emotionally, fundamentally. Ich mache ein Portfolio nicht für so. Wirklich nicht für so. Der kleinste Mensch was 12 Euro im Monat. Das ist ein halben Gin Tonic. Den teuersten als 400 Euro im Monat. Das ist 2-mal Netflix. Keine Ahnung. Und du lehrst Sachen, die effektiv dein Leben können abusieren, changieren. Ich meine, ich war gerne und it keeps me alive. Weil da so etwas, wo man drüber schwätzen, weißt du, wenn du so ein Haus, geht einfach in Drehen für so ein. Was dann hat da groß, wenn du so hast. Ja. Ich meine, es gibt da extreme Komfort. Es gibt hier Leverage auf all die Sachen, die du gerne musst. Ich meine, es gibt hier Komfort im Sinne von, so, Mama geht krank, sie braucht die besten, you better believe, wenn Mama krank geht, dann haben wir die besten Doktoren. Ich muss nicht gerade so schaffen wie andere Leute die ganze Zeit. Respektive, ich kann mein Leben einfach strukturieren. So, das ist der größte Komfort. Aber wirklich Satisfaction durch so, kriegst du natürlich nicht. Und das ist so etwas, wo da auch die Leute immer so hin. Erstens, es gibt nicht lieber greedy, Leute am Bullrun, die auch nur Menge Klima, die vielleicht noch nicht so gerade so viel Wissen oder auch noch nicht Experience haben, sondern einfach, es wird das und das quite likely passieren. Du kannst extrem viel Suche machen. Heimat, mir selber war drauf gefasst, was Konsequenzen noch davon sind. Ich bin ehrlich, wie ich die Parcours gemacht und wo alles richtig gut ausgegangen ist. Du kostet mich nämlich auch vom Alkohol fort. Alle, wenn die größten Discher an den Club Tausende von Euro ausgegeben für Alkohol. Viel Sachen, wo ich einfach so, okay, ich war zu jung, natürlich. Aber das sind einfach Sachen, wo ich einfach da gucke, wann ich dann auch, weil ich schon für junge Leute, die gerade durchsehen gehen, hey, ich interessiere mich für investieren, das ist mega cool. Ich gesehen, die Leute auch spielen ein bisschen Mischbecken in den Extrakt. Mir das so dann direkt, wenn du zu in Hose oder wenn du alles gut ausgegangen hast, dann mach nicht die Fehler, die ich gemacht habe. Ich habe schon so viele Fehler gemacht. Da kann ich mir das vorstellen. Alles falsch gemacht. Wirklich alles falsch gemacht. Schon alles richtig gemacht und dann alles falsch gemacht. Was war das für ein Projekt? Es war ein Cryptocurrency Exchange an Estonia. Und zu dem Moment war Estonia, wie gesagt, 3 Jahre hier quasi, war Estonia quasi das Land, was mit der Regulation pro Crypto, pro Bitcoin, whatever. Das heißt, die Exchanges, wie Kraken zum Beispiel, die machen $Billion Volumes. Die verdienen sich dumm an dem. Die waren nur die letzten 4 Jahre quasi an dem, also von der Scale, wie schnell sie gegrowt, sie wahrscheinlich von den profitabelsten Business in der Welt gehen. So, also heute war ein Projekt, wo sie einen Exchange getokenized haben. Das heißt, du hast einen Token, und mit dem Token kriegst du kein Fees auf der Exchange. An allen Menschen, die den Exchange benutzt, die Fees, die generiert gehen, kriegst du zum Teil als Tokenholder. Mischt Sinn, hat Sinn gehen, an geht doch natürlich. Okay. So, das heißt, du stehst dem Moment zwischen dem Schwarz, die Estonia, die Company, die jeder hat, und fängt Chinesisch. Die eine hat Mothership geheischt, und die andere hat Binance geheischt. Binance ist die größte Exchange auf der ganzen Welt quasi. Das hätte ich mit Bitcoin oder nicht mehr 50-50 gemacht. Dann wäre ich wahrscheinlich der Rest der Litzbäuer, den literally generational wealth. Bitcoin, den Trick hat, dem Moment wäre es $15 Millionen Market Cap oder 20 Millionen, nicht. Und das war dann 4 Milliarden wert. Das hätte man quasi ein Drittel von Binance kaufen in so einer Geschichte. Was war die Entscheidung für 100% an der den zu gehen? Good guys against bad guys. Okay. Ich bin direkt, also du hast gesehen, Binance Chinesen, sie haben wenig Fax gehen, sie sind Sachen Regulation. An dem Moment war Regulation ein mega wichtiger Key Point, wo ich einfach war, sie werden ultra gelinkt gehen. Also sie sind auch ultra gelinkt gehen, so wenig Fax gehen. Sie haben von Land zu Land sie gesprungen, das ist ja egal, das ist ein Protocol, du kannst proggen und du kannst machen und tun, whatever, wo du was bist, das ist egal. Und die anderen wir waren nur noch auf Gouvernement und dann hat sich rausgezogen. 2 Jahre lang habe ich geleitet, für einen irgendeiner Form die Exchange, das nie online kommt. Das war unreal, da war so ultra butter. 2 Jahre lang habe ich noch gewartet, dass Wealth, die du nie mehr wert kreieren könnt, und du nur musst du für ein Apfel und ein Stück Brot für nichts lassen.
weil Chemie wollte. Und ich war so groß, ich konnte nicht raus. Das war das Problem. Wir waren nicht lange gewartet. Ich war ein Whale. Ich war, vielleicht so immer so Whales, das sind Leute, die einfach so große Pourcentage vom Circulating Supply haben. Und ich war der Giga-Whale bei dem Projekt. Okay. Und ich bin nicht rausgekommen. Ich habe schon nur dem CEO von der Stehlecke gesehen. Da war Knüpfe Fred. Wie hat Delo den Bitcoin? Oder wie? Sie haben $5 Millionen geraced und dann haben sie gesagt, halt, wir tokenisieren die Idee. Und geht für einen, den Token kauft, für eine gewisse Valeur, den hat sie gekauft. Man mit der Intention, dass wenn die Exchange das geht, dann kriegst du eben den Benefits, von dem du den Token eben hältst. Und die Exchange ist aber nie live gegangen, es hat ein mega Problem, also waren gar nicht so smart, wie ich gemeint habe. Heute kann ich mich an den Kopf rennen. Es waren nicht annähernd. Weil also ich investiere quasi in einem Projekt, wo ich einfach weiß, Human Capital haben drin, the best or nothing. Mir ist egal, wie fancy den Marketing-Mäuschen ist, wenn du Developers, und das ist das, der Shift, der passiert, haut dann hey, du kannst die beste Ökonomist sein, du kannst die beste Feinste sein, wenn du nicht den Backend hast, zum Beispiel in meinem Sektor, wenn du nicht die kranksten Developer hast, dann hast du nicht. Und mehr ja, das heißt, du hattest den größten, mein bester Kollege, an meinen Suchen. Das heißt, alles verloren. Von The Golden Boy, und das, wo der Notiz geholt hat, The Boy Who Flew Too Close to the Sun, weißt du, ich hatte alles, und von alles, ob literally nichts. Fühlst du gefehlt? Wie soll ich noch fehlen? Und es geht ja nicht nur darum, dass ich so schon alles verloren. Mir was meinst du, was mein Lifestyle, schon ein Auto, schon Sachen, schon mal den Millionaire-Lifestyle geholt. Und da bin ich sitzt drin, und was that's it. Und da so nicht, ist die Stolz auf mich selber, weil ich da rauskomme, sie nicht so ein Valeur, das nicht. Ich bin stolz drauf, Leute, denen ich kann helfen, und ich gesehen, sie haben einen Impact auf ihr Leben. Und ich bin froh, dass ich probiere, eine Person zu gehen, die mehr gut ist, weil wie schlecht ist. That's it. Aber wie bist du da rausgekommen, schon der so emotional? Schon die beste Kollegen und schon die beste Familie, und ich meine, viel mehr kannst du nicht machen. Ich meine, ja, also das ist eine froh, keine Ahnung, wie kannst du da raus? Okay. Das Leben geht weiter, ich meine, du kannst nicht, ja. Okay. Doch, muss ich so, Zeit hielt alles. Also der monetary loss, also egal, wirklich egal. Ich war so jung, weil ich Kollege, das zerrt unter Chlor, aber nicht zwei oder combined, weil war effektiv, wir sind auf Cape Town gegangen, weil wir so viel Suchen hatten, weil alles perfekt war, weil und dann das Accident geschieht, dann mir realisiert, okay, Mothership, also das ist der Nummer von der Exchange eben, die launcht nicht, geht komisch, und ich mein Leben noch weiter normal, und schon noch beide noch lang gelebt. Und ich muss schon viel Alkohol getrunken, wir waren viel Party, whatever. Mit der Intention, bei dem Moment, wo Mothership launched, als der Boy im Backend-Business, wo es der 500 Bitcoin, ich wusste ja, wisst ihr, fundamentally, ich weiß, Bitcoin seit 2-3 Jahren, Bitcoin geht auf $50.000. Das heißt, ich weiß, ich verliere $. Mein Großeltern, mein Enkel müssen nämlich schaffen gehen, worth of money. Ja, das ist so lange gezerrt, gehofft, gemacht, geguckt, dem Team zu helfen. Sie wird Investors fanden, sie wird Developers fanden. Und da war einfach im Endeffekt effektiv, das Core-Team war nicht kapabel genug für das aufzutragen. Und die Chinesen, die stoppen, weil sie waren ja direkt Competitors. Binance war Milliarden wert, also sie haben nach, ja, wir haben einen anderen Lohn, haben wir gleich nicht Release, ich stehe nochmal, scheiß mein Kuchen an den Kopf. Meinst du nicht, sie haben sich verarscht einfach? So, war das nicht, also, das nicht, dass ich den einzigen war. Also doch, sie zum Teil, nee, ich meine, das... nicht Express gemacht? Nee, Dunning-Kruger. So gemeint, sie wäre capable, das war nicht. Okay. That's it. Das ist nicht, wie wenn du, also, weil das 90% von den Startups fehlen. Das heißt nicht, dass nicht anders wie ein Startup gewirrscht. Ich war einfach so confident an meinen Abilities, weil 2 Jahre lang alles, Moon, egal was du packst, everything turns into gold. So, letzte Sketch. Fort. Also, muss immer so natürlich. Ich weiß nicht, wo ich will, wenn nicht so etwas zu dem Extent geschieht. Nicht heu, wahrscheinlich. Nicht heu. Gebe ich nach Leben, ich gebe so viel Blödsinn, man, wahrscheinlich keine Ahnung. Das ist einfach, es tut mich so auf den Boden, zurückbericht, all die Sachen, aber sind einfach verloren. So, I've seen the good side, I've seen the bad side, und gucken wir einfach, dass wir von both sides the best holen und da so effektiv wie möglich weiterbringen. Nur 4 gucken. Klar. TikToks, Mann. TikToks, Mann, und einfach ein bisschen auf TikTok gefrontet, Kind, wenn man Scam.
okay. Ja, war das da am Anfang mit dem ganzen Amalam, weil geht ihn aber so umgeschrieben. Ja, natürlich, das ist ja auch es sind ehrlich, wie ich war 14 Jahre, 15 Jahre, die echte Experience ganz am Anfang, oh, Rich Dad, Poor Dad, und das stimmt auch ein Manni, der so, auch ich von einem mega guten Kollegen von mir, den Giacomo, peace to you, ich meine, die Intention ist gar nicht schlecht, was die Jungen da verkaufen, im Sinne von, gleich an dich selber, guck, dass du den eigenen Sachen, dass du independent ist, das ist alles schön und gut, mit das aber immer gekoppelt, man, ich verkaufe die Lohn Drama, man kauft die Dosen Energy Drink, weil sonst ist mein Drama auch schneller rüber. Das ist ja obvious Pyramid Scheme. Ja. Ich fand halt so einfach intriguing, das Leid. Ich meine, ich fand, du kannst einfach ziemlich so, okay, du hast gerne, du hast gerne mal, hey, was du, 500 €? Ich habe eigentlich so einen Joke gemacht mit 100.000 Views, aber ich war so, oh, geil, ich meine, so wissen nicht, oder keine Ahnung. Keine Leute, die das nicht direkt machen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß, meine Backstory ist seit 5 Jahren ultra hustle, mega komplex Investing Strategy, du verkaufst mir MLM, Scheiß. Und dann sind ich so, okay, merkt, ja. Danke schön, mal drüber nur. Wie gesagt, ich möchte mal auf echt nicht mal klar Spaß, mit Leuten schwätzen, den Dummen zu machen, heißt du ein bisschen, ich meine, du kannst ja nicht den ganzen Tag das Seriöse sehen, dann soll es ja auch am Anfang von schon nicht so sein. Ja. Aber, ja, du weinst mal doch die TikToks einfach für es geht um Awareness, es geht darum, da sind die froh, wie random Leute schreiben mir da sogar schon bei den Menschen TikTok schon für 1.000 € Bitcoin gekauft, hat 5.000 €. Ich denke mal, ich war fein. Vielmals merci, und so schnell, nicht dir, merci, nicht mir, dir. Du hast den Risk geholt, du hast die Aktion gemacht. Ich will nicht mal zu dir. Ich will dir einen Gedenkstoß geben, so, guck da drin. Du hast Decision getroffen, nicht ich. Das ist auch beim Smart Portfolio. Ich gebe Ideen, ich provide Information. Ich bin aber nie responsabel für die Aktionen. Das ist nicht, dass ich dir so gehen, du musst... Never ever. Ich bin kein Financial Advisor, ich bin kein Money Manager, ich bin kein Certification für so Sachen. Ich gebe dir Ideen, und möchte für dich Sinn oder nicht, whatever, ich weiß nicht, was für mich Sinn ist. Ob du meinst, dass ich mehr weiß, wie du, respektive das geht für einen selber los. Ich provide dir Sachen um Silber und Tableau, und du decidierst. Sowieso, ich gebe dir nie irgendetwas zwingen, ich schreibe dann immer da, hey, ich habe gerade ein neues Projekt gefunden, das ist ganz interessant, das ist so viel Market Cap, Fundamentals sind gut, den Developer kennt nicht von da, die weiß, was du möchtest, das. That's it. Investierst du dann oder nicht? Your choice. Okay. Und ich bin ehrlich, schon eine 100% Retention Rate von den Customers. Also, was du sind die Frage schon. Alle Klienten, die schon 2020 angefangen, wie gesagt, an der Quarantäne, wo ich einfach war, es möchte einfach so dumm war nicht. Ja. Ich will tausende Leute und Messer laufen. Fandst du kannst du einfach ein bisschen protegieren. Meinst du, Grand Duc hat doch schon an Bitcoin investiert? Guck mal, das mal gleich. Wann beim Scott, wann er nicht bestimmt beim Scott noch schon, weil Smart Portfolio. Es sind verschiedene Sachen, schon Non-Disclosure Agreements unterschrieben. Ich kann alles verholen. Du kannst ihn aber. Das wird mir nicht Rodeo, Mann. Klar nicht. Ich kann nicht kennen. Das ist auch den. Wir waren so lange underground. Wenn ich denke, wir sind an der Luxemburg Hub of Financial Technologies. Sie mir gegangen 2016, 2017. Spitzcap. Man echt Krawatt gebunden. Hey Boys, mir finde ich so. Cryptocurrencies geht ultra groß, die musst halt nur verstohlen. Es waren da Pool dabei, die mega leid waren. Und waren, okay Boys, wir appreciieren Fett, dass da viel Gas ging, dass dich für etwas interessiert. Ja, wir gucken dann, wir haben genug selber zu, keine Ahnung, whatever. Und da sind 2-3 Stück dabei und dann wird das Ganze angefangen, so, du hast das 17 geschickt, wie kommt das ultra gegangen? Wir hatten effektiv noch ultra viel Suche gemacht, waren schon so, okay, dass die Jungen wussten effektiv, wo zu schwätzen, weil sie Hund hat einfach ziemlich akkurat predicted. Und ja, das ist am Endeffekt, wenn du guckst, am Luft, an all den Etablissementen, an all den Incubators, talst du davon, also Blockchain. Das ist doch normal. Ja. Ich so, just witzig. Und ein davon, den Alex, wirklich ein lieber Mann, den sieht Lo nach, der mich dem Moment erinnert, den kleinen Warren Buffett, an Charlie Munger, an Lo, wo man effektiv so schon gesehen, ja, du warst effektiv, der hat, cool, gut, Junge. Ja. Du kannst ihn einfach so, ja, sie hatten einfach Chance. War das Chance? Dass du nicht präpariert warst? Ich meine, Chance, dass den Tipp so gefront hört, dass ich hingegangen war das Bitcoin. Chance, ja. Es sind noch jetzt so gegangen, ey, du warst so fein. Es gibt keine Chance. Das ist keine Chance, weil hier dann wirklich so sich das selber beigebracht wird und viel Zeit investiert wird. Also easy, 10.000 Stunden. Easy. 10.000 Stunden werde ich führen. Es gibt ja mal so 10.000 Stunden bis das easy. Ganz beherrscht. Wahrscheinlich. Mir egal, natürlich sind auch immer okay an dem Wettschein. Hallo, geht es einfach darum, woran wir sich gut sehen und woran sind wirklich schlecht. Und du musst ganz klar ehrlich mit dir selber sehen, wenn du siehst, es sind ganz klar Sachen auch am Crypto und investieren am Trading-Bereich, wo ich so schlecht sehe. Einfach von meiner Personality hier, ich sehe viel zu durcheinander, viel zu aufgeregt, viel zu impulsiv. Das heißt, Day-Trading müsste mir viel mehr schlecht wie gut.
okay, weil ich dann ich sind nicht von ich fat margin position so back in the days wo ich gesagt das zu Rotterdam wo man dann du an 4 Stunden Tag geschlafen du hattest 300.000 $500.000 position so ja natürlich warten auch du nicht gut gegangen mehr ja schlufe gegangen du guckst das man nicht immer du bin am hätten ein Zehntel von der Ahnung die mal lohen mit 10 so viel so okay. Unreal das ist der Wolf of Wall Street Trick aber hat los immer ist Sinn alles wie kal mal gucken dass man kein mehr so fatal Fehler machen weil an das aber ganz interessant dass extrem viel Suen zu generational wealth get kreiert mat concentration van so konzentriert an eng opportunity miss an you keep it with diversification van an den verschiedenen assets classes miss dat so froh mis Gott net mir sind net do woch so mir sie wirklich overvalued am done my job is done here ich losen ist all in crypto all in ja weil gött ja immer gesot zolle net so all eher an 100% Warren Buffett gesagt und dat ging ich 100% recht an hätte het gemacht wo man effektiv so overvalued waren wäre ich 100.000 besser drin hun aber net an der Schwes aber lo grad das net der Moment wie lo groß umzufänken natürlich will nicht do an du gehst lo zum Beispiel nie mehr 90% von Dinge suchen holen oder Dinge Bitcoin holen an E-Projekt. Ja, die da ist geil. Ja. Sowieso nie mehr wie 5% Maximum. Ja, und da muss das Projekt aber das krankste Team und krankste Fundamentals schon extrem, also Bitcoin und Ethereum. Über die nächsten 2-3 Jahre gebe ich nochmal echt, um einfach so ein möchte mehr Sinn, sich Ethereum anzugucken wie Bitcoin. Wie wert Bitcoin also, wenn du $500 holst und du kriegst dir 0,0004 Bitcoin, das ist auch nicht ganz. Ja, das weil das auch viel Psychology schwingen die neue Leute die Lora kommen die so ja ganz klar ja statt viel Lever 2 Litecoin weil andere Coiners wie 0,05 Bitcoin statt viel Lever 25.000 Ripple weil der mega Scammers wie weil aber ja das ugeklot geht also auf null Ball alles geht auf null Tisch sobald du Crypto Projects den Network den decentralized das wo der SEC wo die ganzen Regulateuren sich können Gruppen das hat ganz schon bist du schmu Okay, Bitcoin ja. Du gëtt kind ze Gruppen. Et existiert, et gëtt the amount of people that use it, Leute die benutzen, Abus an Blut, d'Adressen, neue Adressen vun neue Users, ultra an Blut, Hashpower, wieviel vun den hat man drüber geschweit, wat Iran an der Russen, wieviel Leute fenken un ze valuen respektiv verstehen, dass sie besser hunn beizedrohe fir Stück vom Buch zu kreen. Sind alle so Großakteure riesig an da das der großen Unterschied 2017 war ein Hypecycle based on what if it's gonna change the world lo grad Bitcoin changeiert schon Welt mit etwa lo an dem Ethereum Ecosystem geschieht oh boys dat geht nach richtig sick so geil Schlusswort komm mal ob das mir lockerer sie war okay. Ein froh die du aus dem Publikum stellen der froh was gilt sie gewonnen da das so könnt ihr entschieden als Host $100 worth of Bitcoin will das jetzt an 2 Gespräch geht oder will er dass Gewinner geht in die $100 worth of Bitcoin vorgeschickt wird an 2 Gespräch vor geht du neues Mann das ist mir spannend ja was sie da kriegt die Person die froh beantwortet kriegt $100 von mir worth of Bitcoin geschickt aber natürlich auch wie länger Adresse möchte für ihn effektiv wo die $100 kann akzeptieren froh als wie ich den Effekt den ich verdrüben beim nun genannt tun wo Leute wo hier Confiance Parabolic geht das ist extrem Standard Blut geht an hier wissen am Anfang auch aber long term realisieren so quasi dass sie nicht so smart sind wie von gemeint so eine spezifische Nummer schön gesagt schaffen war deutlich genug schmecke schon wenn du von den sicher geht mir sie nicht doch dann seid ihr noch aufgepasst tun ja wir wissen noch vielleicht zum Schluss paar Tipps oder Tricks diese Welt so Tipps und Tricks wie gesagt so sind kleine Bruchteil von dem wer am Leben weg gilt ich fand es extrem wichtig dass Leute immer hungry bleiben ich fand wichtig dass Leute Decisionen treffen die auch ein bisschen außerhalb von der normalen think outside of the box kind of mentality für das einfach Sachen die Haut und normal sind dass der ein bisschen aufhängst an das einfach bisschen halt Kulisse guckst okay du sie Boys die die Idee möchte da vielleicht sind können sie umsetzen also weil sie führen ich so über die nächsten 15 Jahre werde mir Structure von der Gesellschaft wird so changiert gehen wie quasi noch nie schmengen das weiterhin eine Separation wird stattfinden von
Valeur an Gouvernementer. Ich meine, dass Gouvernementer riesen Problem haben, sie wissen ja doch, dass einfach irgendwann, weil ich meine, Religion, da das auch etwas Interessantes, Religion als Staat, weil man zusammen, bis zu einem Moment, wo Leute sagen, ich habe keinen Bock, du zu leben, geht er separiert. Ich habe keinen Bock mehr, Fiat Currencies zu benutzen, weil ich genau weiß, das und das kann geschehen. Also kann ich eine andere Form von Valeur, die nicht an den Staat gepackt ist, wo einfach existiert. Und ich weiß genau, was mit meiner Valeur geschieht. Mega interessant. Ja, ganz. Also ich fand generell mega viel Knowledge gedroppt. Ich gebe sogar so, wenn als Audience noch konkret Fragen hat, bestimmt jedenfalls könnte Scott Necker zurück, dann stellen wir die Fragen. Am Anfang können Sie als wirklich froh schreiben. Also schreibe das vor, ich fand da irgendwie spezifisch Fragen noch zum Thema Hut. Könnt bestimmt Necker zurück, Scott. Ich wollte dir Necker so, vielmals merci, dass der Zeit geholt ist. Aber generell, ich fand auch den persönliche Story haben drin und danke, also wirklich Respekt und auch mein Beileid. Und ich meine, für Saison geht immer weiter. Schönes Schlusswort. Muss immer weitergehen. Merci Boys auch von meiner Seite. Also schon viel gesagt, good times und ja, dann sehen wir uns nächstes Jahr schon. Voilà. Ciao. Ciao.